Burg Schwarzwasserstelz mitten im Rhein, geopfert für den Eisenbahnbau. So beeindruckend könnte sie heute noch aussehen, die Burg Schwarzwasserstelz. Und so sieht es heute an gleicher Stelle aus, ein Infanteriebunker aus den 1930er Jahren, der auch verfällt. Kurze Geschichte der Burg Schwarzwasserstelz. Die Burg Schwarzwasserstelz wurde im 12. Jahrhundert von den Freiherren von Wasserstelz gegründet, deren Besitz sich beidseits des Hochrheins erstreckte. Als Inselburg lag sie strategisch direkt im Rhein und war über eine Brücke mit dem Ufer verbunden. Der älteste Teil war ein wuchtiger quadratischer Turm, umgeben von einer Ringmauer. Im Laufe der Jahrhunderte wechselte die Burg mehrfach den Besitzer, von den Wasserstelz zu den Herren von Tengen, später an den Bischof von Konstanz und schließlich an die Familie Heck-Genzer aus Schaffhausen. Während des Süddeutschen Städtekrieges 1449 wurde die Anlage in Brand gesetzt, jedoch wieder aufgebaut. In der Neuzeit gestaltete die Familie Tschudi die Burg barock und bewohnte sie bis ins 19. Jahrhundert. Schließlich verfiel die Anlage und wurde 1875 für den Bau der Rheintalbahn abgebrochen. Ihre Steine fanden Verwendung im Bahnhof von Zurzach und so weiter. Heute ändert nur noch wenig an die einstige Wasserburg, doch ihre Geschichte lebt weiter. Nicht zuletzt durch Abbildungen, Modelle und Gottfried Kellers Novelle Hartlaub, die wohl als Protest gegen den Abbruch entstand. Das Portal der Burg Schwarzwasserstelz am Haus Arche in Bad Zurzach. Aus den Quadern der Burg entstanden das Bahnhofsgebäude in Zurzach und erhalten noch ein Wappenstein, auch an einem Gebäude in Bad Zurzach.